Und so ist das jüdische Pfingstfest gekommen. Eines der 3 grossen Wallfahrtsfeste, wo Tausende von Juden aus dem ganzen römischen Reich nach Jerusalem gekommen sind. Die Strassen und die Plätze sind voll von gläubigen Pilgern. Auch an diesem Tag sind die Jüngerinnen und Jünger von Jesus alle wieder am gleichen Ort versammelt gewesen. Plötzlich hat vom Himmel her ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm eingesetzt. Das ganze Haus, wo sie sich drin befunden haben, ist von diesem Brausen erfüllt worden. Gleichzeitig haben sie etwas gesehen, so etwas wie eine Flammenzunge, die sich verteilt und auf jedem einzelnen von ihnen niedergelassen hat. Alle sind mit Heiligem Geist erfüllt worden und haben angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder hat so geredet, wie es der Geist ihm eingegeben hat. So berichtet uns die Bibel von den ersten Pfingsten vor rund 2000 Jahren. Und in unserer Serie «Unterwegs sein mit dem Heiligen Geist» haben wir in den vergangenen Wochen das vielfältige Wesen und Wirken vom Heiligen Geist miteinander entdeckt. Die ersten 2 Predigten haben ihren Fokus auf dem ersten Teil von unserem Jahresmotto gehabt, auf dem Sein. Sein mit Jesus, sein mit dem Heiligen Geist, sein mit Gott. Und herauszufinden, wie eben der Heilige Geist, der gegenwärtige Gott ist, der Begleiter in unserem Alltag drin, in all unseren Lebenssituationen drin. Und in der letzten Predigt von der Salome vor 2 Wochen, wo wir gehört haben, von diesen Früchten, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lässt, von diesen positiven Charaktereigenschaften, die uns prägen, immer und immer mehr über die Zeit hinweg. Und im zweiten Teil von unserer Serie, in den kommenden Wochen, werden wir den Fokus jetzt noch ein bisschen umlenken auf den anderen Teil von unserem Jahresmotto. Unterwegs sein. Von der Dynamik, vom spektakulären und kraftvollen Wirken vom Heiligen Geist. In der Bibel lesen wir immer wieder davon, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise gewirkt hat, mitten unter den Menschen. Von der ersten Seite an, quer durch all die Hunderte von Jahren, wo die Bibel uns davon berichtet. Der Paulus kommt so richtig ins Schwärmen im Epheserbrief hinein und berichtet von dieser Kraft Gottes, wo er sagt, die grösser ist, als wir uns vorstellen können und unendlich viel mehr. Ich sage es nochmal, und unendlich viel mehr kann tun in unserem Leben, als wir bitten könnten oder uns sogar nur vorstellen könnten. Das kraftvolle Wirken von Gott ist spektakulär. Und es hat das Leben von Menschen auf den Kopf gestellt und begleitet. Auch in den letzten 2000 Jahren das Leben von vielen Christinnen und Christen begleitet, die mit Gott unterwegs sind. Und so gehört zum Heiligen Geist beides dazu. Das Unterwegssein und das Sein. Das Spektakuläre und das Unspektakuläre. Das Punktuelle, ein Moment, und das Andauernde über die Zeit hinweg. Das intensive Wirken von Gott, aber auch das sanfte Wirken von Gott in unserem Leben drin. Das Besondere, was ab Pfingsten passiert ist, hat Jesus seinen Jüngern angekündigt. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, wo ja der Text auch in Fokus genommen hat von diesen Abschiedsreden von Jesus, wo Jesus seinen Jüngern das Versprechen gegeben hat, dass er zwar wird gehen, aber sie nicht alleine lassen wird. Und in diesen Abschiedsreden von Jesus ihnen verspricht er ihnen, dass der Heilige Geist wird kommen. Und er sagt ihnen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt verbunden mit mir. Ihr braucht die Kraft vom Himmel in eurem Leben. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, noch kurz bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, ruft er seine Jünger nochmal zusammen und sagt ihnen Folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden
Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus wollte sicherstellen, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, die Jüngergruppe, die da zusammen war, gewusst haben, dass der Heilige Geist das entscheidende Merkmal ist, wo ihres Unterwegssein wird prägen. Und als ob er nochmal wie würde anspielen auf das, was er ihnen schon mitgegeben hat, nochmal verdeutlichen, wie er es meint, sagt er ihnen, wartet auf den Moment, wo ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft vom Himmel. Sie wird euch befähigen. Der Heilige Geist, der auf euer Leben kommt, er ist der Unterschied, wo aus dem Haufen von Menschen, der da zusammen ist, die erste Kirche gemacht hat, wo die Botschaft von Jesus weitergetragen hat, bis in die entferntesten Ecken und Enden der Welt. Das heisst, das ist das, was ihr befähigen, um von mir zu erzählen in eurem Alltag hinein. Die Kraft soll die Gläubigen ausrüsten dazu, zu dem Auftrag, wo Gott ihnen gegeben hat. Der Auftrag, der geheissen hat, das, was sie mit ihm erlebt haben, mit Jesus erlebt haben, rauszutragen an Ort an, wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Die Kraft ist also nicht eine Kraft zum Selbstzweck, wo es vor allem darum geht, was sie in mir bewirkt und was sie mir alles Gutes tut, sondern von Anfang an hat Jesus seinen Jüngern gesagt, die Kraft, die ich euch gebe, sie wird euch befähigen, rauszugehen und anderen Menschen zu dienen, in Wort und in Tat. Rauszugehen und die gute Nachricht von dem Evangelium weiter zu verbreiten, weiterzugeben. Behaltet es also nicht nur für euch, sondern die Kraft ist eine Kraft, die weitergegeben werden will, die verteilt werden will im Umfeld drinnen. Und so wird an ganz vielen Stellen im Neuen Testament vor allem das deutlich. Dort, wo der Heilige Geist wirkt, dort ist es immer zu Nutzen von mehreren Menschen. Auch dort, wo der Heilige Geist in den Kirchen wirkt, sagt der Paulus in seinen Briefen, sagen andere Autoren im Neuen Testament drin, ist es zum Zweck, zum Nutzen, vom Auferbauen von Menschen, die um uns herum sind. Der Heilige Geist ist die befähigende Kraft vom Himmel her, die aus dieser Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern leidenschaftliche Zeugen gemacht haben, die bis zum Äußersten gegangen sind, um das, was sie mit Gott erlebt haben, mit anderen Menschen zu teilen, begeistert davon zu erzählen, was sie erlebt haben, frei und leidenschaftlich ihren Glauben zu teilen. Vielleicht ist es dir in deinem Leben auch schon so gegangen, dass du ganz viel Notbedürfnis gehabt hast für die Kraft, die übernatürliche Kraft vom Wirken vom Heiligen Geist. Vielleicht gibt es Umstände in deinem Leben, Situationen. Vielleicht auch das, was du das Gefühl hast, dass Gott auf dein Leben geleitet, das du gerne umsetzen in deinem Alltag und merkst, allein schaffe ich das nie. Vielleicht fehlt dir manchmal dort und da die zündende Idee oder das, was eben den Unterschied macht im Leben drinnen. Dann bist du in bester Gesellschaft mit diesen Jüngerinnen und Jüngern von Jesus, die wir da berichtet haben. Und denken wir an Petrus, der noch ein paar Tage vorher an der Ostern mutlos war, es nicht einmal geschafft hat, von unbedeutenden Leuten den Jesus zu bekennen. Und am Schluss bitter bereut hat, dass er nicht offener und freier zu Jesus gestanden ist. Und durch die Befähigung von dem Heiligen Geist eine mutige Predigt hat von vielen Leuten und erzählt hat davon, wie Jesus sein Leben prägt und verändert hat. Vielleicht brauchst du sie auch in deinem Leben hinein. Die Wunder, die Zeichen, das übernatürliche Wirken von Gott. Wir haben gelesen davon, dass der Heilige Geist die Kraft ist, sagt Jesus, die Kraft, die kommt. Und das Wort Kraft ist ein besonderes Wort, weil es wird so ein bisschen unterschiedlich übersetzt im Neuen Testament, wenn wir es lesen bei uns. Es ist auch das Wort, das darüber berichtet, von diesen Wundertaten, die zum Beispiel Jesus gemacht hat. Also dort, was heisst von diesen Wunderwirkungen oder von diesen Wundertaten, dort geht es um das Wort Kraft. Das ist das griechische Wort Dynamis, das kennen wir auch, oder? Dynamik oder Dynamit, das hat Potenzial, das hat Energie in sich drin. Und so sagt Jesus, der Heilige Geist, der kommt in unser Leben hinein und das hat Veränderungspotenzial. Das hat, man könnte ein bisschen übertrieben sagen, Sprengkraft für deinen Alltag, für dort, wo du dran bist. Es kann etwas verändern, es kann etwas Neues machen in dir drin. Das, was mit Menschenmitteln unmöglich ist, das kann Gott in unserem Leben hinein tun. Und das
übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist, das kann extrem vielfältig aussehen. Und wir werden auch in den kommenden Wochen so verschiedene Facetten von dem noch miteinander entdecken. Besonders nächste Woche werden wir noch vertiefter auch in diese verschiedenen Begabungen hineingehen. Heute werden wir so ein bisschen den Fokus auf die Seite legen, von diesen Zeichen und Wunder, was heisst. Von Heilung und Befreiung. Auch in unserer Mitte hören wir immer wieder von Geschichten von Menschen, die Einzigartiges erlebt haben. Vielleicht hast du so etwas schon erlebt, dass Schmerzen weggegangen sind nach einem Gebet oder dass medizinische Behandlungen abgebrochen werden können, weil sich dein Zustand auf nicht erklärbare Art und Weise verändert hat. Wir hören Geschichten von Leuten, die Durchbrüche erlebt haben, in sehr herausfordernden Situationen, vielleicht auch in Abhängigkeiten drin oder in schweren Leiden, die sie mittragen. Es sind so Geschichten, wo so etwas von dieser Veränderungskraft, von dieser Dynamis von Gott auch in unserer Mitte wieder aufblitzt. Und es sind so Momente, wo das Herz richtig voll wird, wenn man merkt, dass Gebete erhört werden, dass Menschen eine Veränderung erfahren, ohne dass sie selber etwas hätten beitragen können, dass Gott heute noch wirkt, mitten unter uns, in unserer Mitte drin. Und lass es so eine Kirche sein, wo wir einander berichtet davon, von diesen Erlebnissen, die wir gemacht haben mit Gott, wo wir einander ermutigen, wo wir einander zusprechen, hey, Gott ist heute noch wirksam unter uns. Es sind so Momente auch, wo vielleicht die Sehnsucht nochmal aufkommt in unserem Herz. Heute am Pfingsten. So ein Moment, wo wir das hören dann auch, dass andere Leute etwas erleben. Wo du vielleicht auch da reinhockst und merkst, hey, du wünschst es dir so, dass Gott wirkt in deinem Leben. Vielleicht stehst du vor einem Berg, vor einer Mauer in deinem Leben. Vielleicht hast du zu kämpfen mit etwas, das dich plagt. Pfingsten soll so ein Moment sein, wo wir uns gegenseitig wieder zurufen und sagen, Gott, ist es möglich, außergewöhnliche Sachen zu tun, auch heute noch, mitten unter uns. Heute Morgen sitzen aber ganz viele unterschiedliche Menschen da, die bei diesem Thema wahrscheinlich ganz unterschiedliche Regungen haben. Und wenn ich jetzt da ein bisschen blumig und leidenschaftlich erzählt habe, wird es ein paar da reingehen, die sagen, ja, Amen, jawohl, genau so habe ich es erlebt in meinem Leben. Vielleicht hockst du heute Morgen da drin und hast selber so eine Geschichte. Vielleicht bist du begeistert, weil du selber an deinem eigenen Leben erlebt hast, dass Gott etwas gemacht hat, was du nicht für möglich gehalten hast. In dir brennt ein leidenschaftliches Feuer und du wirst es am liebsten allen erzählen. Gott kann es, Gott ist es möglich. Es gibt aber auch Menschen da, die da reinhocken und ganz andere Regungen haben. Wo vielleicht jetzt gerade eher sauer aufgestoßen ist, wenn sie das gehört haben. Wo vielleicht denken, so, heute wäre ich gescheiter daheim geblieben, weil ich bin vor allem enttäuscht. Wenn du wüsstest, wie oft ich gebetet habe. Was ich alles probiert habe, wie ich sprichwörtlich von Pontius zu Pilatus gerannt bin und versucht habe, überall Orte zu finden, wo man mir helfen kann. Ich habe jede Form von Gebet, jede Möglichkeit ausgereizt. Für mich oder für einen lieben Menschen in meinem Umfeld. Aber Gott hat nichts gemacht. Gott ist still, Gott ist ruhig. Manchmal weiss ich gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt. Vielleicht hast du dich ja gefragt, ob es an dir liegt. Dass du das eben nicht so erlebst und andere schon. Vielleicht machst du etwas falsch. Vielleicht glaubst du zu wenig. Oder vielleicht hast du etwas in deinem Leben, das du bis jetzt noch nicht realisiert hast, wo Gott daran hindert. Vielleicht bist du aber ganz eine andere Person. Vielleicht bist du eher so eine Person, die so da hockt heute Morgen und denkst, ja, das mit diesen Wunder und Zeichen und Heiligen, ganz ehrlich, das ist doch eher ein bisschen frommer Hokuspokus, oder nicht? Ganz ehrlich. Ich meine, vielleicht sind das so innere Selbstheilungskräfte, die jemanden anzapfen können. Oder die Kraft vom positiven Denken, dass wenn man sich einfach auf schöne Sachen einstellt, dass man sich auch besser fühlt. Aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, beweisen kann man das nicht, oder? Also ich glaube das nicht. Es gibt auch Leute, die skeptisch sind gegenüber dem übernatürlichen Wirken von Gott. Und nochmal eine Gruppe, und nicht, dass es jetzt abschliessend wäre, aber vielleicht gibt es auch Menschen da drin, die heute Morgen das erste Mal überhaupt von dem gehört haben, von dieser Idee, dass Gott existiert und heute noch so Wunder könnte tun.
Und denke so ein bisschen, eigentlich wäre das ja mega cool in meinem Leben. Vielleicht habe ich ja selber etwas, wo ich das dringend bräuchte. Und wo neugierig sind, parat sind, um mehr herauszufinden. Und egal in welcher Gruppe, dass du dich zugehörig fühlst, oder vielleicht geht es dir nochmal ganz anders als das, was ich aufgezählt habe, ich möchte heute Morgen sagen, es ist super, dass du da bist. Du bist genau richtig da. Du bist nicht fehl am Platz. Egal, ob du jetzt extrem leidenschaftlich oder vielleicht extrem enttäuscht bist, ob du extrem skeptisch oder extrem neugierig bist, du bist herzlich willkommen da und du bist am richtigen Platz da. Wenn wir in die Bibel hineinlesen, dann merken wir, dass Gott uns als Gemeinschaft zusammengestellt hat in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Auch in dieser Unterschiedlichkeit, wie wir das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben erleben. Und Gott hat es so wollen, dass wir einen gemeinsamen Weg miteinander finden. Die Bibel beschreibt das auch wie ein Körper, wo aus verschiedenen Körperteilen besteht. Und jedes ist wieder unterschiedlich in seiner Art. Aber alle miteinander gehören sie zusammen. Und wenn es einem gut geht, dann sollen sich alle mitfreuen. Und wenn jemand leidet, sollen alle mitleiden. Und so ist es gut, dass wir da zusammen sind. Die Mutigen und die Vorsichtigen. Die Dankbaren und die Enttäuschten. Die Skeptiker und die Hoffnungsvollen. Die Lauten und die Leislichen. Und es ist unsere Aufgabe, miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden. Und viele Kirchen sind genau an dem zerbrochen. Dass sie es nicht geschafft haben, gemeinsam miteinander vorwärts zu gehen. In dieser Unterschiedlichkeit auch vom Erleben, vom Wirken von Gott. In dieser Unterschiedlichkeit vielleicht auch, wie sich Gott einzelnen Menschen vorstellt und zeigt. Und heute Morgen soll so ein Morgen sein, wo wir auch achtsam miteinander umgehen oder lernen, achtsam miteinander umzugehen, einander zuzuhören, einander wertschätzen in dieser Unterschiedlichkeit. Mitzuhoffen, mitzuglauben, mitzufühlen, sich mitzufreuen, mitbegeistert zu sein, aber auch mitzuleiden, dort, wo es noch aushalten gilt. Ein guter, gesunder und weiser Umgang mit dieser Spannung im Wirken vom Heiligen Geist, das ist unsere Aufgabe, die wir miteinander haben sollen. Und so möchte ich den Fokus auf beides legen. Zuerst darauf, wenn Gott Wunder tut. Wow, was sind das für Momente in unserem Leben, wenn wir erleben und erfahren, dass Gott real ist und sich an uns zeigt. Wenn du gebetet hast für etwas, für eine Veränderung von deinen Umständen, für ein Leiden und du erleben kannst, wie Gott etwas tut. Ich habe gerade letzte Geschichte gehört von einer Frau, die über Monate hinweg Armschmerzen hatte, ins Gebet gekommen ist, zuerst nichts gemerkt hat, aber dann am Abend plötzlich gemerkt hat, wie die Schmerzen weg sind. Und sie hat mir es mit glänzigen Augen erzählt. Und es hat mich tief bewegt, tief berührt. Es sind so Momente, wo das Wesen und Wirken von dem Heiligen Geist durchblitzt in unsere Realität hinein da, oder? Der gute Gott, der es gut meint mit uns, der gute Gedanken hat über unserem Leben. Und wenn Gott so Sachen tut, dann ist das wie so ein Geschenk, wo wir beschenkt werden und wo uns dankbar macht. Das kann manchmal unser ganzes Leben, unsere ganze Lebenssicht, die wir haben und der Weg, wo unser Leben nimmt, komplett auf den Kopf stellen. Es ist wie so ein Vorgeschmack von dieser himmlischen Realität. Die Bibel berichtet uns davon, dass der Himmel ein Ort ist, wo es kein Leid und kein Schmerz und keine Tränen mehr wird geben. Ein Ort, wo es nichts anderes mehr braucht als die Gegenwart von Gott in unserem Leben. Ein Ort voll von Liebe, von Frieden, vom Wohlsein. Und so sind es so übernatürliche Erfahrungen vom Wirken vom Heiligen Geist, wie so ein Fingerzeig von Gott in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Und oft, wenn wir in der Bibel lesen, vor allem in der Apostelgeschichte, merken wir, es ist vor allem auch eine Art, wie Gott sich möchte vorstellen, Menschen gegenüber. So ein Türöffner, um Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Oftmals, wenn sie an einen neuen Ort angekommen sind, hat Gott etwas Besonderes da, um diesen Menschen zu zeigen, dass es ihn gibt. Um irgendwo so ein bisschen seine Macht zu demonstrieren. Wie einen Vorgeschmack zu geben von dem, was mal noch wird kommen. Es ist so ein Vorgeschmack auf die himmlische Realität. Noch vorläufig, noch unvollkommen, aber mit dem Blick, wo in uns in die Hoffnung und die Zuversicht nährt. Der Glauben nährt, Gott existiert, Gott ist da. Und es kommt einmal ein Moment, wo alles wieder heil und vollkommen sein wird.
Und gleichzeitig wissen alle von uns, dass Gott nicht jedes Gebet erhört. Was ist, wenn Gott Wunder nicht tut? Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es so außergewöhnliche Erlebnisse oft einzelne Momente sind in unserer Lebensgeschichte. Das Wunder ist etwas Außergewöhnliches. Etwas, was aus der Reihe raustanzt. In meiner Erfahrung, in meinem Leben drin. Punktuell, einzelne Momente, wo manchmal alles auf den Kopf stellen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der Tag für Tag, Moment für Moment, Gebet für Gebet auf dieser Welle oben surft und alles, was er tut oder macht oder sagt oder sich wünscht, sich einfach so in Erfüllung zeigt. Meistens einzelne, besondere Erfahrungen. Und am Ende, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, sterben wir alle. Oder wahrscheinlich fast alle, mit ein paar wenigen Ausnahmen in der Bibel sehen wir das. Egal, ob Gott uns mal geheilt hat oder nicht, unser Leben ist irgendwie begrenzt und endlich. Und das, was da auf dieser Erde ist, ist irgendwie limitiert. Und alles, was wir erleben oder nicht erleben, ist so ein Moment da drin. Und so müssen wir manchmal mit Leid und mit Krankheiten leben. Obwohl wir alles probiert haben. Obwohl wir es genau gleich gemacht haben, wie die Person neben uns. Und darauf hoffen und darauf warten, dass Gott es mal noch anders machen wird in unserem Leben. Und in unserer Serie, wo wir den Frühling auch hatten, wer es glaubt, wird selig, haben wir uns intensiv mit dem Spannungsfeld auseinandergesetzt, wenn Fragen und Zweifel und unerfüllte Gebete kommen. Und darum verweise ich gerne auf das und mache da nur eine kleine Klammer. Aber ich glaube, es gehört zu dem heutigen Morgen dazu, begeistert zu schwärmen und gleichzeitig aber auch ehrlich anzuschauen und zu sagen, die Realität ist einfach die, dass nicht alle gesund sind, nicht alle geheilt worden sind. Und keine Predigt kann pfannenfertige Antworten geben. Es kann uns vielleicht helfen, da drin unterwegs zu sein. Spannend dünkt es mich, dass die Bibel einen extrem unverkrampften Umgang mit Zeichen und Wunder hat. Weder überhöht, noch irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und ein amerikanischer Pastor, der Tyler Staton, schreibt in seinem Buch über den Heiligen Geist Folgendes: Die Bibel schreckt weder vor Heilung zurück, noch macht sie zur Sensation. Heilung ist weder etwas Besonderes, noch wird sie geheim gehalten. Sie ist nur, ein bisschen vereinfacht gesagt, ein weiterer Dienst der Kirche wie Predigt, Weisheit, Ermutigung, Verwaltung und Prophetie. Die Bibel hat einen entspannten Umgang mit diesen Zeichen und Wundern. Voll von Glauben, voll von Hoffnung, voll von Erwartung, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auch heute noch alles kann. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Und gleichzeitig offen und ehrlich, dass es nicht überall und immer so gekommen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und dass auch Leid und Herausforderungen und Schwieriges dazugehört. Und eben ohne jetzt da im Detail darauf einzugehen, will ich dir, gerade wenn du in dieser Situation stehst, dass du noch wartest oder vielleicht fast nicht mehr magst warten oder vielleicht schon aufgehst warten, in diese Situation ihnen auch eine Ermutigung mitgeben. So oft habe ich es in meinem eigenen Leben schon erlebt und gehört von Leuten um mich herum, dass man den Heiligen Geist eben nicht nur im Wunder erleben kann, sondern auch im Aushalten von dieser Spannung von unerfüllten Gebet. Unerhörte Gebet und unerfüllte Wunder. Auch gerade dort drin erleben die Menschen die Kraft vom Heiligen Geist auf eine besondere Art und Weise. Und ich will das illustrieren mit einem Text, den Paulus im Römerbrief schreibt, wo es ganz besonders aber auch darum geht, um Not und Leiden, wo man wegen seinem Glauben muss erdulden. Aber ich glaube, über das aus auch eine Kraft in unser Leben hinein hat. Doch nicht nur darüber freuen wir uns eben, über den, wenn der Glaube sich zeigt oder Gott sich zeigt in unserem Leben, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Und dann die Zusage in die schwierigen Momente von unserem Leben hinein. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott auch, in dem Moment, wo man wartet und hofft, kann sich die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben hinein zeigen. Und so gehört beides dazu. Sich freuen
ab diesen Wunder und ab am übernatürlichen Wirken und gleichzeitig auch das Hoffen und das Warten und das Ausharren, dort, wo das noch nicht so der Fall ist. Und so will ich nochmal zurückkommen. Zurückkommen zu dem Anfangstext, wo ganz zum Anfang von dieser Predigt gestanden ist, nämlich das Pfingstereignis. Wo wir gelesen haben, dass vom Himmel her ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm eingesetzt hat. Und das ganze Haus, wo die Leute drin waren, die Jüngerinnen und Jünger, von dem Brausen erfüllt worden ist. Und es heisst dann dort am Schluss, in der Apostelgeschichte 2, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war das Merkmal, das Kennzeichen von dieser jungen Bewegung, die sich später noch über die ganze Welt ausbreitet hat und bis heute Bestand hat. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Pfingsten ist der Wendepunkt in der Kirchengeschichte. Der Wendepunkt, wo der Heilige Geist auf alle Menschen gekommen ist, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Geschlecht, unabhängig von ihrem sozialen Status, von ihrer Nationalität oder Ethnie. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird ausgegossen werden auf alle Menschen, die Alten, die Jungen, die Frauen und die Männer, die Freien und Sklaven von der damaligen Zeit. Der Heilige Geist, der die Menschen erfüllt. Als Illustration habe ich das Gefäß mitgebracht. Offensichtlich gibt es so einen Zustand im Leben hinein, wo der Heilige Geist unser Leben erfüllt. Vollmacht, wo mehr spürbar und erfahrbar ist von dem Wesen und von dem Wirken von Gott in unserem Leben drin. Wo wir vielleicht eine besondere Form von innerem Frieden erfahren, wo über den Verstand, über das Denken ausgeht, inmitten von schwierigen Umständen einfach innerlich ruhig und zufrieden sind. Oder wo wir vielleicht innerlich so richtig erfüllt sind von dieser tiefen Liebe für Gott und für andere Menschen, die wir uns nicht erklären können. Obwohl die irgendwie alle komisch und schwierig sind, ist mein Herz voll, weil ich sehe sie irgendwie mit den Augen von Gott. Wo vielleicht unser Herz voll ist von Leidenschaft für den Glauben, für Gott, wo wir begeistert sind, mit drinnen. So einen Zustand, wo wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und merken, hey, es fällt uns Ring, Zeit mit Gott zu verbringen. Es fällt uns Ring zu beten. Es fällt uns Ring, Gebet anzubieten. Es fällt uns Ring von Jesus zu erzählen in unserem Umfeld drin. So einen Zustand, wo wir vielleicht merken, dass plötzlich Sachen passieren, die wir vorher nicht gekannt haben. Das Gefühl haben, hey, wie wenn Gott uns einen Gedanken weitergeben, den wir einer anderen Person teilen können. Oder vielleicht eben das Gebet, das wir machen, eine besondere Veränderung zeigt in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen. Also so einen Zustand, wo Gott irgendwie voll spürbar, real, nah da ist in unserem Herz und in unserem Inneren. Und in den Worten der Apostelgeschichte würde ich sagen, erfüllt, voll mit dem Heiligen Geist, meint Gott ist erfahrbar, spürbar, greifbar in unserem Leben, in unserem Alltag drin. Aber wenn es ein Voll gibt, wird es wahrscheinlich auch ein nicht so voll geben. Momente, wo wir vielleicht eher das Gefühl haben, wir laufen auf dem Trockenen, wo alles harzig ist, wo sich das Leben eher schwer anfühlt, wo Gott fern scheint, Zweifel uns plagen, Unsicherheiten da sind. Auch das ist Realität. Wenn es ein Voll gibt, voll von Begeisterung und Leidenschaft, gibt es vielleicht auch Momente in unserem Leben, wo es eben anders herkommt. Und so ermutigt uns die Bibel immer wieder dazu, uns erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt im Epheserbrief, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Pfingsten ist nicht ein einmaliges Ereignis. Einmal in der damaligen Geschichte, ein einmaliger Moment in unserem Leben, sondern es ist etwas, das man immer und immer wieder erleben kann. So lesen wir zum Beispiel auch im Kapitel 4 von der gleichen Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern, dass sie wieder zusammengekommen sind und miteinander gebetet haben, dass sie wieder zusammengekommen sind und Gott gesucht haben
und dass der Heilige Geist sie erfüllt hat. Auch ein zweites Mal. Und wahrscheinlich auch ein drittes Mal und ein viertes Mal und ein fünftes Mal im Leben drin. Erfüllt zum Teilen, erfüllt zum Weitergeben, zum ein Segen sein füreinander. Erfüllt zum in die Welt rauszugehen und die gute Nachricht von Jesus weiterzutragen. Wenn es ein Voll gibt, kommt manchmal vielleicht auch die Angst auf, dass es auch ein Leer gibt. Aber die Bibel spricht uns zu, ein Leer gibt es bei Gott nicht. Auch wenn der Heilige Geist weiter weg scheint und er vielleicht nicht so spürbar ist. Die Bibel macht uns das Versprechen, dass wir nicht verlieren. Dass wir nicht einfach plötzlich in unserem Leben dastehen und er ist nicht mehr da. Es geht nicht darum, dass er weg wäre, aber vielleicht hat er manchmal mehr oder weniger Raum in unserem Leben. Vielleicht ist er manchmal mehr oder weniger spürbar in unserem Leben. Erfüllung ist das Geschenk in unser Leben hinein, von dieser spürbaren Gegenwart von unserem Leben, wo manchmal unseres und das Leben von unseren Mitmenschen auf den Kopf stellt. Nicht aus unserer Kraft, nicht aus unseren menschlichen Möglichkeiten, sondern aus dieser Dynamis, die vom Himmel auf unser Leben kommt, wo da und dort Umstände verändert, in unserem Leben, in unserem Miteinander unterwegs sein. Und so soll der Pfingsten heute Morgen auch so ein Moment sein, wo wir miteinander als Gemeinschaft demütig vor Gott kommen, mit unseren leeren Händen. Oder vielleicht mit unseren leeren Gefäßen, wo wir sind. Sagen, Herr, wir brauchen dich. Jedes von uns. Egal wie viel Heiliger Geist in unserem Leben im Moment drin ist, wir brauchen das. Dein Wirken, dein Reden, dein Frieden, deine Liebe, deine Leidenschaft, das Feuer in unserem Innersten drin. Wir brauchen das immer wieder neu. Und selber machen können wir es nicht. Jesus sagt seinen Jüngern, wartet da, bis die Kraft von oben auf euer Leben kommt. Der Paulus ruft uns zu, lasst euch immer wieder erfüllen, es ist etwas Passives. Aber vielleicht aktiv im Warten, im Ausstrecken, aber passiv im Machen. Es liegt außerhalb von unseren Möglichkeiten. Wir können den Heiligen Geist nicht antricksen. Was wir machen können, ist unser Herz öffnen. Was wir machen können, ist versuchen, Sachen aus unserem Leben rauszutun, wo Gott keine Freude daran hat, die nicht seinem Wesen entsprechen. Die Bibel sagt, dass die Sünde so etwas kann sein, das uns daran hindern kann. Sachen, die wir tun, wo wir wissen, dass sie Gott nicht gefallen, die auszuräumen, zu bekennen, vor Gott zu bringen und zu sagen, ich stehe da mit leeren Händen, unvollkommen, so wie ich bin. Und ich brauche dich in meinem Leben, in meinem Alltag. Ich brauche deine Nähe, ich brauche deinen Trost, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Möglichkeiten. Und so soll der Morgen auch so ein Morgen sein, wo wir das miteinander machen wollen. Wir gehen in den zweiten Teil von dem Gottesdienst, wo dem Ziel soll dienen, Raum zu schaffen, Möglichkeit zu geben, damit wir vor Gott kommen können. Einzeln, aber auch miteinander als Gemeinschaft. Und unsere leeren Hände Gott anstrecken und sagen, fühl du uns und unser Herz und unser Leben nochmal ganz neu. Und so lade ich euch jetzt ein zum Aufstehen und möchte miteinander ein Gebet beten. Es steht auch eingeblendet auf dem Screen und du kannst es entweder für dich mitlesen, still, du kannst es laut mitbeten. Ich werde es langsam vorbeten mit uns zusammen. Und wenn du willst, ist freiwillig, niemand muss, darfst du auch so als Zeichen von dem Bewusstsein von, hey, das kann ich nicht allein für mich machen, deine Hände so ausstrecken, als wären sie eben leer, Gott anheben und sagen, Herr, ich kann es nicht ohne dich, ich brauche dich. Jedes so, wie es gerne möchte. Das Gebet ist ein Gebet, das in dieser Lebensliturgie-App, die vielleicht die einen von euch auch kennen, am Montagmorgen drin ist. So beten wir heute Morgen, an dem Pfingstmorgen. O Heiliger Geist, komm in mein Leben und erfülle mich. Lass uns ein bisschen bleiben auch in diesem Gedanken hinein. So schnell geht man dann weiter. Wir sagen jetzt nochmal, O Heiliger Geist, komm in mein Leben und erfülle mich. Ich
Für mich bin nichts weiter als ein leeres, zerbrechliches Gefäß. Erfülle mich, auf dass ich ein Leben aus deiner Kraft lebe. Ein Leben voller Güte und Wahrheit. Ein Leben voller Schönheit und Liebe. Ein Leben voller Weisheit, Geduld und Stärke. Weiter. Aber vor allem lass Christus in mir Gestalt gewinnen. Hilf, den Thron meines in meinem Herzen räumen und mache Christus zu meinem Herrn und König. Auf dass wir eine Einheit werden. Er in mir und ich in ihm, heute und an allen Tagen. Liebender Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, da strecken wir dir unsere leeren Hände entgegen, in ein leeres, zerbrechliches Gefäß vor dir. Unser Leben mit all seinen Sehnsüchten und Wünschen. Mit allem, was uns herausfordert, was uns plagt. Wie ein Stein an unserem Bein hängt. Mit allem, was uns Freude macht, was uns dankbar macht, was uns zufrieden und glücklich macht. Strecke dir all das entgegen. Das, was wir gerne noch mehr würden haben und das, was wir gerne loswerden würden. Und Heiliger Geist, wir bitten heute zusammen mit Milliarden von Menschen rund um den Globus herum, dass Pfingsten nochmal neue Realität werden möge in unserem Leben und in unserer Mitte. Dass die Kraft von oben unser Herz und unser Innerste nochmal neu erfüllen und erfassen. Dass das Feuer von der Leidenschaft nochmal neu sich ausbreiten in unserem Inneren. Dass Hoffnung und Zuversicht und Glaube und Liebe mögen wachsen in uns drin. Dass du spürbar wirst, mitten unter uns. Mach du das, was wir nicht tun können. Das, was uns unmöglich ist. Das, was nur du kannst. Und wir beten zusammen mit denen, die da sind. Und kaum wir mögen glauben, kaum wir mögen hoffen. Weil es ist ja so viel Hoffnung in dich gesetzt haben, dass du ihren Trost bist, Heiliger Geist. Dass du ihre Kraft bist, täglich neu. Jeden Tag neu, so wie das Manna. Vielleicht wissen sie heute noch nicht, wie der Tag morgen soll gehen. Aber du bist die Kraft, die uns hilft, neue Perspektiven immer wieder zu sehen. Auszuharren. Auf dass sich die Hoffnung in unserem Herzen ausbreiten, wie der Paulus sagt. Und du, Heiliger Geist, mögst die Liebe wachsen lassen in unserem Herz drinnen. Und wir wollen uns anzünden lassen von diesen Leidenschaftlichen und Begeisterten unter uns.
die Einzigartiges und Unglaubliches erlebt haben mit dir. Dass sie uns nicht Anstoß sind, sondern Ermutigung. Ermutigung, die unseren Glauben und unsere Zuversicht in Gott stärkt. Komm, Heiliger Geist, und erfüll du uns.